SRF Audio. Herzlich willkommen zum SRF Krimi Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, die gestern kurz vor 8 bei mir geklingelt hat, denn sie weiß, ich pflege immer um 8 Uhr zu essen am Abend. Noch vor Beendigung des gemeinsamen Essens stieß dann unser Kollege Mark Hensler hinzu, so gegen 8:30, und dann spielten wir gemeinsam Skat. Bis 22 Uhr, denn dann musste Mark gehen und sie ist auch gegangen. Und ich weiß es so genau, weil ich um Punkt 22 Uhr immer die Nachrichten auf SRF 1 höre. Susanne Jansson. Hallo Wolfram. Couple Points. Zum einen in der Charakterisierung von mir. Tust du dir damit so einen guten Gefallen, was du über dich erzählst? Ich esse immer um 8 und immer um 10. Also da kommt, glaube ich, ein bisschen falsches Bild von dir rüber. Aber was man ja auch spürt ist, nach wie viele Jahre machen wir jetzt den Krimi-Podcast in der Moderation? Schon ein paar Jahre, 5 gell? Jahre, ja. Und jetzt langsam habe ich das Gefühl, dass ich einen musischen Einfluss auf dich habe. Denn deine Moderationen werden immer mehr Storytelling, sie werden länger und werden euphorischer vorgetragen. Jetzt habe ich schon fast die Geschichte verloren. Skat spielen. Auch Skatspielen war drin? War eine Frage drin? Nein. Gut. Hey, ich habe ein Gedächtnis wie ein Goldfisch im Moment. Es ist vor allem nicht nur eine Geschichte, es ist auch ein wunderbares Alibi. Es ist dein Alibi. Du schuldest dem Publikum noch. Das heißt, es gab auch Rückschriften deswegen. Du schuldest dem Publikum immer noch einen möglichen Grund, weswegen du im Gefängnis landen könntest. Der Grund ist ganz einfach, weil ich dir ein falsches Alibi geliefert habe. Dafür lande ich dann im Knast. Sehr schön. Ja, das mit dem Skatspielen, das hatten wir ja schon mal, die Info, dass ich wirklich gemein bin beim Skat und du deswegen nicht mehr mit mir spielst. Aber im Gegenzug Bridge habe ich noch nie gespielt. Vielleicht bin ich da ja lammfromm. Zum Bridge braucht man 4 Leute und vielleicht ist das eine Anzahl von Tischpersonen, die mich schon wieder beruhigt. Wer weiß. Okay, du willst es nicht probieren. Mal schauen. Also, im heutigen Hörspiel, wie gesagt, Bridge spielt auch eine große Rolle. Und ein Alibi, das sehr ähnlich ist wie das, was ich gerade vorgetragen habe. Nur Es ist stimmt. das Alibi noch gar nicht. Es stimmt und es war noch gar nicht zum Tragen gekommen. Ja, ihr erinnert euch, erfolgloser Schriftsteller wird des Mordes angeklagt. Es ist ganz schnell klar, er kann es nicht gewesen sein, aber er rückt damit nicht raus, denn er möchte gerne versuchen zu beweisen, dass das britische Rechtssystem möglicherweise Schwachstellen hat, nämlich dass ein Unschuldiger wegen Mordes verurteilt werden kann. Deswegen verheimlicht er sein Alibi, das sein Onkel aber bezeugen kann. An dem Punkt stehen wir, sind mitten in den Gerichtsverhandlungen und es sieht, sagen wir mal, es sieht nicht gut aus für den jungen Edward. Was mir einfach an dieser Anlage so gefällt, du hast schon gesagt, es gibt dieses Alibi, der Onkel hat es verschriftlicht, hat versprochen, doch, ich verschriftliche es beim Notar hinterlegt und so. Du gehst bis in die Todeszelle, Edward will er alles machen, dann aus der Todeszelle zu schreiben, wirklich kurz vor Vollstreckung des Todesurteils, Genau. wenn es soweit kommt, will er dann alles aufklären und dann danach mit seinem einen Roman schreiben, damit ein Bestseller landen. Mir gefällt immer bei so Geschichten, man stellt sich schon die Frage, was könnte denn eigentlich schon schief gehen? Das finden wir jetzt gemeinsam raus. Viel Vergnügen beim zweiten Teil von Bridge mit Onkel Tom von R.C. Sheriff. Viel Spaß. Meine Herren Geschworenen, ich frage Sie, haben Sie Ihren Wahrspruch einstimmig gefällt? Ja, das haben wir. Und wie lautet dieser Wahrspruch? Schuldig oder nicht schuldig? Schuldig.
Hier herein, bitte. Das also ist die Todeszelle. Ich habe mich schon oft gefragt, wie sie wohl aussehen mag. Sehr hübsch, aber nicht gerade überwältigend. Also, Sie, meine Herren, werden mir in Zukunft Gesellschaft leisten. Wir und die Beamten, die uns von Zeit zu Zeit ablösen werden. Soviel ich weiß, genießt doch ein zum Tode verurteilter Mörder gewisse Vorrechte. Die Ihnen selbstverständlich zuteil werden sollen. Es gibt da zum Beispiel eine Bibliothek, wenn Sie gerne lesen möchten. Ja, ein Buch wäre gar nicht so übel. Ob Sie mir wohl auch einen Reißer bringen könnten? Wissen Sie, so eine richtige Mordgeschichte. Nun, da müsste ich erst einmal nachsehen. Wir haben jedoch auch gute Romane und Reisebeschreibungen. Haben Sie auch irgendwelche Spiele auf Lager? Ja. Geduldsspiele oder Brettspiele, wie zum Beispiel Dame oder Schach. Auch Kartenspiele. Ich spiele vor allem gerne Bridge. Aber zu einem guten Spiel braucht man unbedingt einen vierten Mann. Ob Sie wohl diesen vierten Mann auftreiben könnten? Vielleicht würde der Herr Gefängnisdirektor uns die Ehre geben. Ja, vielleicht der Gefängnisgeistliche. Ich nehme übrigens an, dass er Sie noch heute Abend besuchen wird. Sagen Sie, wie lange wird es eigentlich noch dauern, bis man mich hängen wird? Tja, das hängt davon ab, ob Sie Berufung einlegen werden. Nein, das werde ich nicht tun, denn der Richter und die Geschworenen, die mich zum Tode verurteilten, haben wirklich ausgezeichnete Arbeit geleistet. Und ich nehme an, Sie alle wussten, was Sie taten. Warum sollte ich also Berufung einlegen? Ja, in diesem Fall dürfte die Hinrichtung in etwa 3 Wochen stattfinden. Dann schlage ich vor, dass wir ein kleines Programm aufstellen, wie wir uns bis dahin am besten die Zeit vertreiben. Ja. Nach dem Frühstück vielleicht erst einige Spiele, Mühle oder Dame. Dann vielleicht, falls das Wetter schön ist, ein kurzer Spaziergang. Ich nehme an, dass das doch erlaubt ist, meine Herren. Sie dürfen sich im Gefängnishof natürlich die übliche Bewegung machen. Die Zeit bis zum Mittagessen werde ich wohl am besten mit einem guten Buch verbringen. Nach dem Essen zunächst ein kleines Schläfchen, anschließend Bridge bis zum Tee. Und nach dem Tee werde ich dann schreiben. Ich darf doch schreiben, nicht wahr? Sie meinen Briefe? Nein, keine Briefe. Ich möchte eine Art Tatsachenbericht geben. Vom Leben in einer Todeszelle. Ich möchte die Empfindungen eines Mörders beschreiben, der die Minuten und Stunden unerbittlich verrinnen und die letzte schreckliche Sekunde auf dem Schafott immer näher kommen fühlt. Ich glaube, das müsste eine ganz einzigartige, dramatische Sache werden. Denn, wissen Sie, ich bin nämlich Schriftsteller, ein recht guter sogar. So? Ja, ich will sehen, dass Sie das nötige Schreibzeug bekommen. Und zwar möglichst noch heute Abend, meine Herren. Ich möchte nämlich meine Geschichte beginnen mit dem Eintritt in die Todeszelle. Wie spät ist es wohl jetzt? Genau 5. Oh, das war heute ein anstrengender Tag. Ich glaube, ich werde mich daher vor dem Abendessen noch ein wenig aufs Ohr legen. Haben Sie etwas dagegen? Nein, gewiss nicht. Nicht das Geringste. Ein hübsches Bett ist das hier. Hart, aber gesund. Wecken Sie mich doch bitte, wenn das Abendessen fertig ist. Und vergessen Sie auch bitte nicht, dass ich gerne den Gefängnisgeistlichen sprechen möchte, wenn er kommt. Ich muss schon sagen, der hat die Ruhe weg. Es heißt, dass er auch während der ganzen Verhandlung so war. Kalt wie eine Hundeschnauze. Oh, guten Morgen, Hochwürden. Guten Morgen. Das Buch, das Sie mir neulich brachten, hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Charles Dickens kann man eben immer wieder lesen. Heute habe ich etwas ganz anderes für Sie. Eine Sammlung moderner Kurzgeschichten. Oh, vielen Dank, Hochwürden. Wissen Sie, ich habe in der letzten Woche mehr gelesen als im vergangenen Jahr. Ja, wenn ein Mensch etwas für seine Bildung tun will, kann ich ihm so eine Todeszelle nur bestens empfehlen. Sie haben wahrscheinlich schon gehört, dass die Hinrichtung am Dienstag, dem 14. stattfinden soll. Das heißt also heute in 10 Tagen. Ja, ich weiß. Und falls Sie mich brauchen sollten, ich werde immer für Sie da sein. Und ich freue mich immer, wenn Sie kommen,
Hochwürden. Wir wollen jetzt noch 3 Tage so weitermachen wie bisher. Und wenn es dann nur noch eine Woche bis zur Hinrichtung ist, werde ich Ihnen etwas erzählen, das ganz England in Staunen versetzen wird und ohne Zweifel auch die ganze Welt. Ja, aber wenn es etwas so Wichtiges ist, wäre es dann nicht am besten, Sie würden es mir schon jetzt erzählen? Nein, nicht schon jetzt, Hochwürden. Die Hinrichtung soll so nahe wie möglich sein und die Leute sollen ruhig wissen, dass ich schon sozusagen mit dem einen Fuß im Grabe stehe, wenn gewisse Tatsachen bekannt werden. Bitte, besuchen Sie mich doch am nächsten Dienstagnachmittag wieder und sagen Sie doch auch schon dem Gefängnisdirektor, dass er sich für diese Zeit zu unserer Verfügung halten soll. Wir werden ihn nämlich umgehend bemühen müssen. Ihr Wunsch ist zwar etwas seltsam, aber ich werde hier sein. Ich danke Ihnen, Hochwürden. Und nun will ich Sie nicht länger aufhalten. Ich sehe Sie dann also wieder am nächsten Dienstagnachmittag. Eine Woche vor der Hinrichtung. Der Gefängnisgeistliche ist draußen. Er sagt, dass Sie ihn heute Nachmittag unbedingt sprechen wollten. Ja, in einer sehr wichtigen Angelegenheit. Kann ich ihn unter 4 Augen sprechen? Ja, natürlich. Kommen Sie doch bitte herein, Hochwürden. Guten Tag, Hochwürden. Guten Tag. Ich hoffe, dass die geheimnisvollen Andeutungen, die ich vor ein paar Tagen machte, Ihnen nachts nicht den Schlaf geraubt haben. Ich machte mir natürlich Gedanken. Übrigens haben Sie dem Gefängnisdirektor gesagt, dass er sich bereithalten soll? Ich sagte ihm, dass Sie uns etwas Wichtiges zu eröffnen hätten, worauf er mich bat, doch als Verbindungsmann zu fungieren. Ausgezeichnet. Also, dann hören Sie, Hochwürden. Sie haben sich vielleicht schon gewundert, dass ich bis jetzt keinerlei Versuch unternommen habe, mich gegen diese Mordanklage zu verteidigen. Dass ich einfach in aller Seelenruhe dasaß und zusah, wie alle diese tüchtigen Leute in mühevoller Kleinarbeit mich zum Tode verurteilten. Nun, ich habe mich nur deshalb so verhalten, weil ich nicht das Geringste zu befürchten hatte. Als nämlich das bewusste Verbrechen begangen wurde, war ich mindestens 5 Meilen weit vom Tatort entfernt und spielte mit einigen Herren Bridge im Haus meines Onkels in Hendon. Na, was sagen Sie nun, Hochwürden? Ist das eine Sensation oder nicht? Das zu beurteilen ist wohl Sache des Herrn Direktors, den ich selbstverständlich sogleich aufsuchen werde. Ja, tun Sie das bitte, Hochwürden. Ich würde mich über seinen Besuch wirklich sehr freuen. Und dann, Herr Direktor, spielten wir also Bridge mit Onkel Tom bis kurz vor 10. Alle 5 Zeugen sahen mich schließlich Punkt 10 wieder nach Hause fahren. Ich glaube, Sie hatten ausreichend Gelegenheit, das vor dem Prozess der Polizei und während des Prozesses dem Richter zu erzählen. Warum haben Sie das nicht getan? Aus 2 sehr triftigen Gründen, Major. Der erste Grund ist, jedermann in meiner Nachbarschaft wusste doch, dass mich die Polizei im Zusammenhang mit diesem Mordfall verhörte. Wenn ich nun gleich mit den Tatsachen herausgerückt wäre, hätte man mich zwar ohne viel Worte wieder laufen lassen. Aber für den Rest meines Lebens wäre ich dann verfolgt worden von einem grausigen Schatten. Ich beschloss daher, meine Unschuld in aller Öffentlichkeit zu beweisen. Zumal ich doch auch diese einmalige Gelegenheit dazu hatte. Mein zweiter Grund war, dass ich einmal zeigen wollte, wie leicht ein Unschuldiger zum Tode verurteilt werden kann. Denn wenn ich nicht an jenem Abend bei meinem Onkel Bridge gespielt hätte, wäre ich vielleicht, wie schon so oft zuvor, wieder einmal durch die Straßen geschlendert ohne Zeugen, durch die ich mich später vor dem Galgen hätte retten können. Ich weiß zwar, dass mein Verhalten sehr riskant war, aber glauben Sie nicht auch, Herr Direktor, dass ich der Öffentlichkeit auf diese Weise einen guten Dienst erwiesen habe? Na schön, Mr. Bradley. Ich werde die zuständigen Stellen von dem soeben Gesagten sofort unterrichten, worauf man Ihren Behauptungen ohne Zweifel nachgehen wird. Wie sagten Sie doch gleich, waren Name und Adresse Ihres Onkels? Thomas Percival Bradley,
Grand Park Rond Nummer 14, Hendon. Und wie waren die Namen von diesen beiden Freunden? Jim Parsons und Jack March. Ihre genauen Adressen wird Ihnen mein Onkel geben. Und wie steht es mit dieser Haushälterin und ihrem Mann? Die Haushälterin heißt Emily und ihr Mann George. Ihren Nachnamen weiß ich zwar leider nicht, aber auch diesen können Sie von meinem Onkel erfahren. Ja, natürlich. Alle diese 5 Zeugen haben die Einzelheiten meines Besuches an jenem Abend in schriftlichen Erklärungen niedergelegt. Sie wurden in zweifacher Ausfertigung aufgesetzt und von einem Notar beglaubigt. Der eine Teil dieser Erklärung liegt nun bei diesem Notar, der andere bei meiner Bank. Ich habe Ihnen hier, Herr Direktor, eine Vollmacht ausgestellt, dass Sie diese Schriftstücke jederzeit einsehen können. Vielen Dank. Diese Erklärungen wurden jedoch nur für den äußersten Notfall aufgesetzt, denn alle 5 Zeugen wollen ihre Aussagen auch noch einmal persönlich zu Protokoll geben. Wie gesagt, ich werde diese Mitteilungen sofort an die zuständigen Stellen weiterleiten. Das heißt, einstweilen muss ich wohl noch in der Todeszelle bleiben, wie? Ja, bis ich neue Instruktionen erhalte. Also, dann gute Nacht. Gute Nacht, Major. Ja, bitte? Sie wünschen? Sind Sie Mr. Thomas Bradley? Ja. Ich komme von der Polizei. Es tut mir leid, dass ich Sie so spät noch stören muss, Mr. Bradley, aber es handelt sich um eine dringende Angelegenheit. So? Was ist denn passiert, mein Herr? Ich bin Chefinspektor Martin. Bitte entschuldigen Sie, dass ich Sie aus dem Bett geholt habe, Mr. Bradley. Das macht doch nichts, Inspektor, wenn diese Sache wirklich so wichtig ist, wie Sie sagen. Bitte kommen Sie doch herein. Danke. Ich gehe vielleicht voran, wenn es Ihnen recht ist. Ja, bitte schön. Ich hoffe, ich habe nichts angestellt. Nur keine Angst, Mr. Bradley. Was ich Sie fragen möchte, betrifft Sie nicht direkt. Dennoch wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie meine Fragen nach bestem Wissen beantworten wollten. Mr. Bradley, führen Sie ein Tagebuch oder einen Terminkalender oder irgendetwas dieser Art? Ja, ich führe schon seit vielen Jahren ein Tagebuch. Mein Leben ist zwar nicht gerade sehr aufregend, aber dennoch macht es mir Spaß, mir selbst Tag für Tag so eine Art Rechenschaftsbericht zu geben. Jeden Abend? Ja, ehe ich zu Bett gehe. Wissen Sie, die Sache ist mir schon so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich vorher wahrscheinlich gar nicht einschlafen könnte. Haben Sie dieses Tagebuch hier? Ja, in meinem Schreibtisch. Hier ist es. Würden Sie bitte einmal den 21. September aufschlagen und mir sagen, was Sie an diesem Tag alles taten? Am 21. September? Also vor etwa 3 Monaten? Ja. Ich glaube, ich machte um diese Zeit gerade Ferien in Margate. Nein, ich war doch bereits am Samstag, den 17. September, wieder in London. Der 21. September war also der darauffolgende Mittwoch. Hier ist er auch schon. Mittwoch, der 21. September. Vormittags in der Gärtnerei Narzissen und Hyazinthenzwiebeln gekauft. Nachmittags die Narzissen in den Garten und die Hyazinthen in eine Schale getan. Sehen Sie, sie stehen dort am Fenster. Kommen schon ganz hübsch, nicht wahr? Ja, sehr schön. Am Abend habe ich mir im Odeon einen ausgezeichneten Wildwest-Film angesehen. High Noon mit Gary Cooper in der Hauptrolle. Um 10:45 war ich wieder zu Hause und um 10:30 bin ich dann zu Bett gegangen. Ja, das ist alles. Sind Sie sicher, dass das Ihre Tagebucheintragungen vom 21. September sind? Ja, aber ja, unbedingt. Hier steht es doch schwarz auf weiß. Bitte überzeugen Sie sich selbst. Aber sagen Sie, Inspektor, warum fragen Sie mich das alles? Das will ich Ihnen gerne sagen. Ist Edward Bradley Ihr Neffe? Ja, das ist er. Der arme Junge.
Er gab vor einigen Stunden die Erklärung ab, dass er am Abend des 21. September, also am Abend, an dem Dinah Jordan ermordet wurde, von 8 bis 10 in diesem Haus hier gewesen sei. Er habe zunächst mit ihnen zu Abend gegessen und anschließend mit ihnen und ihren beiden Freunden Jim Parsons und Jack Marsh Bridge gespielt. Was? Was? Edward hat das gesagt? Ja, so lautete seine Erklärung. Ja, was soll ich jetzt nur tun? Was soll ich jetzt nur sagen? Sie haben mir alles Nötige bereits gesagt, Mr. Bradley. Ich kann mir zwar vorstellen, wie Ihnen nun zumute ist, aber Sie werden sicher auch verstehen, dass ich die Angaben Ihres Neffen überprüfen musste. Glauben Sie mir, ich würde meinen rechten Arm, ich würde mein Augenlicht für den Jungen geben. Wenn er daher vor seiner Verhaftung zu mir gekommen wäre und mich gebeten hätte, zu seiner Entlastung zu sagen, dass er jenen Abend bei mir verbracht habe, ich hätte es getan und alle Folgen auf mich genommen. Aber wie kann er nur glauben, dass so etwas jetzt noch möglich ist? Zumal doch auch noch 2 meiner Freunde mit im Spiel sind, die ihn kaum kennen. Er sagte, Sie alle hätten in zweifacher Ausfertigung notariell beglaubigter Erklärungen aufgesetzt, des Inhalts, dass er an jenem fraglichen Abend in diesem Haus hier war. Der arme Junge muss den Verstand verloren haben. Ihre Haushälterin Emily und ihr Mann George sollen angeblich auch bezeugt haben, ihn hier gesehen zu haben. Wohnen die beiden hier im Haus? Eigentlich nur noch der Form halber hätte ich auch Sie gerne einmal gesprochen. George und Emily? Ja. Die haben mich schon vor einigen Monaten verlassen. Im August, glaube ich. Können Sie mir die derzeitige Adresse der beiden geben? Ja, ich weiß nur, dass sie jetzt irgendwo im Norden wohnen. Eine genaue Adresse haben sie mir jedoch nicht hinterlassen. Sie gingen hier weg, weil sie demnächst ihren Sohn und ihre Schwiegertochter in Übersee besuchen wollten, in Kanada oder Australien, glaube ich. Und wie war der Familienname der beiden? Harrison. Harrison. Diesen Namen habe ich doch schon einmal gehört. Ja. Er kommt hier in England sicher 100.000 Mal vor. Es dürfte daher wohl kaum möglich sein, sie in den nächsten Tagen schon ausfindig zu machen. Aber Ihre beiden Freunde Jim Parsons und Jack Marsh sind doch vermutlich noch erreichbar. Ja, natürlich. Soll ich Ihnen Ihre Adressen geben? Ja, bitte. Seien Sie doch so freundlich. Also, Jim Parsons wohnt in Stanmore. Hilbo Mansions, Nummer 14. Nummer 14. Nein, 114. 114. Und Jack Marsh wohnt in Putney. Bridgenorth Road 37. 37. Ich werde die beiden Herren gleich morgen früh aufsuchen. Also, dann danke ich Ihnen sehr für Ihre Auskünfte. Ich hätte sie Ihnen nicht geben müssen. Tja, das kann ich Ihnen nachfühlen. Gute Nacht. Gute Nacht, Herr Inspektor. Hallo, hier Jim Parsons. Hallo, Jim. Ja? Hier ist Tom. Tom, was ist los? Hör zu, ein Inspektor war gerade bei mir. Wegen Edward? Ja, wegen Edward. Ist alles in Ordnung, Tom? Ja, es ist alles gut gegangen. Und der Inspektor wird nun auch noch dich und Jack Marsh aufsuchen. Wann? Gleich morgen früh. Was? Morgen früh schon? Übrigens, wenn du nicht den Kopf verlierst und deine Sache gut machst, wird sich dein Anteil an diesem Geschäft noch erhöhen. Wieso? Ja, weil ich inzwischen herausgebracht habe, dass Edward von seiner Erbschaft bis jetzt nur 10 Pfund in der Woche bekommen hat und auch noch eine Menge Zinsen aufgelaufen sind. Es sind also noch mehr als 25.000 Pfund vorhanden. Was? 25.000 Pfund? Ja, und ihr beiden bekommt also davon, wie ausgemacht, jeweils 10%. Hör zu, Tom. Bist du der einzige Verwandte? Ja, ich bin der einzige Verwandte, den er noch hat. Und damit auch sein einziger Erbe. Und noch eins, Tom. Werden diese Angestellten... Ach, du meinst die Haushälterin und ihr Mann?
Die sind schon längst nach Kanada abgedampft, voller Dankbarkeit, dass ich ihnen auch noch die Überfahrt bezahlt habe. Du, das ist aber fein. Ja, also noch einmal, wenn ihr beide eure Rollen morgen früh gut spielt, geht alles in Ordnung. Hoffentlich. Ja, das wird doch auch gelacht. Das wird gelacht. Also, gute Nacht, Tom. Ja, gute Nacht, alter Junge. Hier. Ihr Mittagessen, Mr. Bradley? Ah, das hört man gern. Was? Schon wieder Rindfleisch? Mit Kartoffeln? Ich meine, allmählich hätte ich Anspruch auf etwas Besseres als Gefängniskost. Finden Sie nicht auch? Na, das alles ist ja jetzt bald vorbei. Wenn man erst einmal Ihre Angaben überprüft hat, werden Sie noch ein paar Formalitäten zu erledigen haben. Und dann sind Sie wieder auf freiem Fuß. Sie müssen sich bei der Verhandlung ganz schön ins Fäustchen gelacht haben, was? Na und ob, als der Richter sich diese komische schwarze kleine Kappe aufsetzte und mich zum Tode verurteilte, konnte ich kaum noch ernst bleiben. Die ganze Geschichte ist jedenfalls ein gefundenes Fressen für die Zeitungen. Das will ich glauben. Sind das Ihre Aufzeichnungen hier? Ja, ich habe Ihnen den Titel gegeben, 10 Tage in der Todeszelle. Gut, was? Aber dieser Todeszelle hier ist nur das letzte Kapitel gewidmet. Denn ich werde diese ganz tolle Geschichte von Anfang an erzählen. Sie werden mit diesem Buch sicher eine Menge Geld verdienen. Ja, eine Menge Geld. George? Lassen Sie uns bitte allein, George. Jawohl, Herr Direktor. Bitte warten Sie draußen. Jawohl, Herr Direktor. Hallo, Mädchen? Ich habe Sie eigentlich schon früher erwartet. Bitte, nehmen Sie doch Platz und tun Sie ganz genauso, als wenn Sie hier zu Hause wären. Wie es nun einmal Ihre Pflicht ist, hat die Polizei Ihrer Erklärung die gebotene Beachtung geschenkt, Bradley. Sie hat Ihren Onkel daher noch gestern Abend aufgesucht. Das freut mich zu hören. Und heute Morgen war die Polizei dann auch bei Mr. Parsons und Mr. March. Ausgezeichnet. Wie schön, dass die beiden gerade zu Hause waren. Sagen Sie, Bradley, warum haben Sie diese Erklärung abgegeben? Sie wussten doch ganz genau, was dabei herauskommen würde. Ihr Onkel Thomas Percival Bradley war am Abend des 21. September im Kino. Mr. Parsons aber war bei einem Hunderennen im Wembley-Stadion und Mr. March lag mit einer Bronchitis im Bett. Diese Haushälterin und ihr Mann sind jedoch bereits vor diesem Tag aus den Diensten ihres Onkels ausgeschieden, in dessen Haus an jenem fraglichen Abend weder ein Essen noch eine Bridgepartie gegeben wurde. Aber das ist doch einfach lächerlich. Wir alle waren doch an jenem Abend dort. Und die anderen haben auch diese Erklärungen aufgesetzt. Ein Teil davon liegt doch bei meiner Bank, das sagte ich Ihnen bereits. Die Polizei war natürlich auch bei ihrer Bank. Dort wurden jedoch keinerlei Papiere in ihrem Auftrag hinterlegt. Aber da muss ein entsetzlicher Irrtum vorliegen. Oder irgendetwas ist an dieser Sache faul. Wenn Sie dem Polizeibericht keinen Glauben schenken wollen, Bradley, gebe ich Ihnen gerne die Erlaubnis, selbst mit Ihrem Onkel zu sprechen, sofern er bereit ist, hierher zu kommen. Ja, bitten Sie ihn her. Dann wird sich alles sofort aufklären. Mr. Thomas Bradley ist da, Herr Direktor. Er soll doch bitte hereinkommen. Bitte, Mr. Bradley. Danke. Guten Abend, Mr. Bradley. Guten Abend, Herr Direktor. Bitte nehmen Sie doch Platz. Oh, vielen Dank. Ich fürchte, das alles ist eine ziemlich unerfreuliche Angelegenheit für Sie, Mr. Bradley. Ja.
Ich habe die ganze letzte Nacht wach gelegen und über die Sache nachgedacht. Ich bin dabei jedoch nur zu dem Ergebnis gekommen, dass Edward sich das alles einbildet, dass er in seiner Verzweiflung sich nun einzureden versucht, er habe mit uns in diesem Herbst und nicht im letzten Winter Bridge gespielt. Ach, mein Gott. Ich wollte, ich könnte sagen, es wäre am 21. September gewesen, aber das geht doch nicht. Sagen Sie, Mr. Bradley. Ja? Seit seiner Verhaftung hat sich Ihr Neffe immer wieder entschieden geweigert, uns irgendwelche Auskünfte über seine Familie zu geben. Erst gestern Abend, als er diese Erklärung abgab, erfuhren wir dann, dass er überhaupt noch Verwandte hat. Ja, ich bin sein Onkel, das stimmt. In einem Fall wie diesem hier versuchen wir immer, mit allen Verwandten in Verbindung zu treten, wenn Sie mir daher sagen wollten, wer diese anderen Verwandten sind. Es gibt keine anderen Verwandten mehr. Das weiß ich ganz bestimmt. Denn seine Eltern sind bereits tot und er hatte auch nie irgendwelche Brüder oder Schwestern. Er hatte immer nur einen Onkel. Und dieser Onkel, das bin ich. Dann sind Sie also nicht nur sein einziger Verwandter, sondern auch sein einziger Erbe. Ja, aber daran habe ich eigentlich noch gar nicht richtig gedacht, Herr Direktor. Wissen Sie, ich war all diese Wochen wie vor den Kopf geschlagen. Was mir auch immer zufallen sollte, das bisschen Geld könnte mich niemals entschädigen für das, was ich in der letzten Zeit durchgemacht habe. Abgesehen davon glaube ich auch nicht, dass ich von dieser Erbschaft jemals auch nur einen einzigen Penny anrühren würde. Ja, das kann ich verstehen. Übrigens, Ihr Neffe wollte auch selbst noch mit Ihnen sprechen, Mr. Bradley. Wollen Sie ihm diesen Wunsch nicht erfüllen? Wie schon gesagt, Herr Direktor, ich will gern alles für ihn tun, was in meiner Macht steht und wenn es mir auch das Herz brechen sollte. Dann ist es wohl am besten, wenn Sie gleich mit mir in das Besucherzimmer kommen. Ich bin gespannt, was er sagen wird. Aber Onkel, ich bitte dich, so ist es doch gewesen und du weißt auch ganz genau, dass es so war. Wie sollte ich das alles nur geträumt haben? Ich erinnere mich doch an jede Einzelheit, was es zum Abendessen gab und wie Jim Parsons erst noch an die Fensterscheibe klopfte, ehe er läutete. Ich habe immer gesagt, dass ich gerne alles für dich tun würde, Edward, wirklich alles. Wenn du daher gleich am Anfang zu mir gekommen wärst und mich gebeten hättest, vor Gericht auszusagen, du wärst an jenem Abend bei mir gewesen. Ich hätte es ohne Rücksicht auf die Folgen getan. Aber ich rief dich doch an und du bist daraufhin zu mir gekommen. Ich hätte selbst einen Meineid geschworen, wenn das etwas genutzt hätte. Aber was kann ich denn jetzt noch für dich tun, nachdem die Polizei gestern bei mir war und mich völlig überrumpelt hat? Sie lockten die Wahrheit aus mir heraus. Einen Augenblick, meine Herren. Ja, Herr Direktor? Hören Sie, George. Okay, Herr Direktor. Wird gemacht. Danke, George. Sie können jetzt wieder schließen. Aber Onkel, ich bin doch nicht verrückt. Und du bist es auch nicht. Du weißt doch ganz genau, dass ich an jenem Abend bei dir war. Und mit dir und Jack Morge und Jim Parsons Bridge gespielt habe. Aber das war doch an Weihnachten vor einem Jahr. In deiner Aufregung hast du ihm alles durcheinander gebracht. Mein Gott! Kommen Sie, Mr. Bradley. Ja, Sir. Du siehst, ich muss jetzt gehen, Edward. Wenn du willst, dass ich dich noch einmal besuche und wenn man mir das erlaubt, werde ich selbstverständlich sofort zu dir kommen, Edward. Bei Tag oder bei Nacht. Zu jeder Zeit. Aber Onkel, um Himmels Willen, ich bin doch unschuldig. Ich habe dieses Mädchen nicht umgebracht.
Ich habe dieses Mädchen nicht umgebracht! Bitte kommen Sie doch in mein Büro. Danke. Der arme Junge. Ja, das habe ich kommen sehen. Aber da er so hartnäckig nach Ihnen verlangte... Ich habe das Gefühl, dass ich ihn in seiner schwersten Stunde im Stich gelassen habe. Am nächsten Dienstag dann also. Ja, zur gewohnten Stunde. Morgens um 9. Tja, dann will ich Sie nicht länger stören. Wie ich allerdings die nächsten Tage durchstehen soll, das weiß ich nicht. Hören Sie, Mr. Bradley, ich erwarte schon seit einiger Zeit ein dringendes Telefongespräch. Ich nehme zwar nicht an, dass es Ihren Neffen betrifft, aber wenn ich Sie dennoch bitten dürfte, einen Augenblick zu bleiben. Ah, das wird es schon sein. Ja, hallo? Ja, am Apparat. Ach. Ja, ich verstehe. Ja, sofort. Ja, ich danke Ihnen. Wiederhören. Eine erfreuliche Nachricht, Mr. Bradley. Man hat Ihren Neffen begnadigt. Was? Was? Begnadigt? Ja, begnadigt. Er wird zwar noch eine längere Freiheitsstrafe zu verbüßen haben, aber doch immer mit der Gewissheit vor Augen, eines Tages schließlich entlassen zu werden. Er hat übrigens während seiner bisherigen Haft einen sehr eindrucksvollen Tatsachenbericht geschrieben. Das Tagebuch eines Todgeweihten. Es war meine Pflicht, es zu lesen. Und ich glaube nicht, dass in dieser Hinsicht jemals etwas so Erschütterndes zu Papier gebracht wurde. Er hat es natürlich in der Vorstellung geschrieben, dass er an jenem Abend mit ihnen Bridge gespielt habe und dass Sie und Ihre beiden Freunde das in letzter Sekunde dann auch bestätigen würden. Wenn das wirklich so gekommen wäre, hätte sein Bericht sicher eine der größten Sensationen der Kriminalgeschichte abgegeben. Dieser Bericht hätte ihm dann natürlich auch ein riesiges Vermögen eingebracht. Die väterliche Erbschaft wäre nichts dagegen gewesen. Aber so wie die Dinge liegen, ist dieser Bericht leider keinen Penny wert. Da Ihr Neffe nur ein gewöhnlicher Verbrecher ist, der für einen gemeinen Mord verurteilt und schließlich begnadigt wurde. Es fehlt seiner Geschichte jetzt einfach die einmalige Pointe. Und daher glaube ich auch nicht, dass irgendjemand diese Geschichte jemals drucken wird. Aber was ist denn, Mr. Bradley? Sie sind ja auf einmal so blass. Es ist nichts. Nur dieser Schock, diese freudige Überraschung. Ich habe leider ein etwas schwaches Herz. Soll ich den Arzt kommen lassen? Nein, das ist wirklich nicht nötig, Sir. Es wird mir gleich wieder besser gehen. In ein paar Minuten. Ich darf wohl annehmen, dass Sie Ihrem Neffen nachher als Erster gratulieren wollen, sobald ich ihm die freudige Nachricht überbracht habe. Hören Sie, Sir. Ich muss ein Geständnis ablegen. Ein Geständnis? Ja. Alles, was mein Neffe behauptet, ist wahr. Er hat tatsächlich mit uns an jedem Abend Bridge gespielt. Das dachte ich mir doch. Sie und Ihre beiden Freunde planten dann also, ihn in den Tod zu schicken, um in den Besitz seiner Erbschaft zu kommen. Mein Gott, das glauben Sie doch nicht im Ernst. An so etwas Teuflisches haben wir natürlich niemals gedacht. Das wäre ja noch schlimmer als Mord gewesen. Sie sagten doch vorhin selbst, dass diese Erbschaft nichts wäre im Vergleich mit den zu erwartenden Tantiemen aus Edwards Buch. Das haben Sie doch gesagt, oder nicht? Ja, aber diese Tantiemen würden doch dann ihm zufließen und nicht Ihnen. Sehen Sie, in diesem Punkt irren Sie sich, Sir.
Und zwar gründlich. Bitte, lesen Sie doch dieses Schriftstück hier. Um sich für meine Hilfe erkenntlich zu zeigen, verspricht mir Edward darin 10% aller Einkünfte aus seinem Buch. Im Hinblick auf diesen Gewinn hatte ich natürlich den Wunsch, dass sein Buch möglichst sensationell ausfallen würde, denn je größer die Sensation, desto größer auch der Gewinn. Ich wusste zwar, dass seine Geschichte gut werden würde, aber ich wusste auch, dass ihr eine entscheidende Kleinigkeit fehlen würde. Denn sehen Sie, während mein Neffe diese Geschichte schrieb, hatte er doch die ganze Zeit über die Gewissheit, dass keine wirkliche Todesgefahr für ihn bestand. Ja. Und was hatten Sie nun also vor, genau gesagt? Mein Plan war, ihm 3 Tage Angst und Schrecken einzujagen und ihn dann durch meine Aussage in letzter Sekunde zu retten. Diese Begnadigung ändert zwar die Dinge ein wenig, aber immerhin, den Strick um den Hals hat er nun schon gespürt. Und diesen Vorgeschmack des Todes braucht er nun einmal für das große Schlusskapitel. Eine gute Idee, finden Sie nicht? Na schön. Ich möchte, dass Sie alles, was Sie gerade gesagt haben, zu Papier bringen und von einem meiner Beamten und mir beglaubigen lassen. Oh, das will ich gerne tun, Sir. Auf der Stelle, wenn Sie ein Blatt Papier haben. Hier, bitte, bedienen Sie sich. Danke. Ich, Thomas Percival Bradley, erkläre hiermit an Eidesstatt, dass mein Neffe Edward Bradley bei mir in meinem Haus in Hendon war, und zwar von 8 bis 10 Uhr an jenem Abend, an dem Dinah Jordan ermordet wurde. Er spielte Bridge mit mir und meinen beiden Freunden Jim Parsons und Jack Marsh. So, hier, bitte, Sir. Danke. Ja, das genügt für den Augenblick. Die Polizei wird Sie später wohl noch um einige ausführliche Erläuterungen bitten. Ja, natürlich. Ich stehe jederzeit zu Ihrer Verfügung, Sir. Ja, Herr Direktor? Mr. Brown, bitte kommen Sie doch einen Augenblick herein. Sofort, Sir. Danke Ihnen. Ja, bitte. Sie wünschen, Sir? Ich möchte Sie bitten, Mr. Brown, sich mir als Zeuge zur Verfügung zu stellen. Ich stehe selbstverständlich zu Ihrer Verfügung, Sir. Mr. Bradley, ich frage Sie vor diesem Zeugen. Haben Sie dieses Schriftstück hier soeben mit eigener Hand aufgesetzt? Ja, das kann ich beschwören. Dann unterschreiben Sie bitte noch. Sehr gern, Sir. Thomas Percival Bradley. So. Ja. Und nun werden Mr. Brown und ich Ihre Unterschrift noch beglaubigen. Mr. Brown? Bitte? Danke, das war alles, Mr. Brown. Besten Dank, Sir. So, jetzt müssen Sie nur noch veranlassen, dass Ihre beiden Freunde vor der Polizei ähnliche Erklärungen abgeben, und zwar sofort. Wir müssen deshalb so schnell handeln, weil Ihr Neffe nämlich noch immer zum Tode verurteilt ist. Ja, aber Sie sagten doch gerade, man habe ihn begnadigt. Ach, Sie meinen diesen Anruf vorhin. Der kam nur von einem meiner Beamten aus dem Nebenzimmer. Ja, dann war dieser Anruf also... Ein kleines Täuschungsmanöver, weiter nichts. Es war vielleicht nicht ganz korrekt, aber sicher das einzig Richtige im Hinblick auf Ihren Neffen. Sie wissen doch, der Zweck heiligt die Mittel. Also, ich muss schon sagen... Ich bin übrigens gespannt, welche Schritte Ihr Neffe jetzt gegen Sie
und ihre beiden Freunde unternehmen wird. Meiner Ansicht nach kann er sie ohne weiteres vor Gericht bringen. Wegen versuchten Mordes. Studio Bern brachte Ihnen heute das Kriminalstück Bridge mit Onkel Tom von Robert Cedric Sherriff in der Übersetzung von Wolfgang Nied. Die Personen und ihre Darsteller waren Mrs. Thompson, Tilly Breidenbach, Chefinspektor Martin, Wolfgang Rotzipper, Sergeant Leonard, Edzard Wüstendorfer, Edward Bradley, Franz Matter, Onkel Tom, Franz Johann Danz, Sanders, Peter Frank, Staatsanwalt Hans Krasnitzer, Richter Franz Stehler, Obmann der Geschworenen Rudolf Hamacher, erster Gefängniswärter Hubert Berger, zweiter Gefängniswärter Siegfried Süßengut, Pfarrer Werner Leonhardt, Direktor Heinz Voss. Klaus Cornell komponierte die Musik zu unserem Hörspiel. Für die Technik verantwortlich war Marcel Siegenthaler. Regie führte Alfons Hoffmann. Susanne, gab es in diesen beiden Teilen irgendwann den Moment, wo du gedacht hast, vielleicht ist es doch ganz gut, wenn der Plan von Edward nicht aufgeht und der umkommt? Weil mir Edward so auf die Nerven geht? Und wäre so eine Frage, die Haltung. Ich meine, er tritt ja doch sehr selbstbewusst auf, ist sehr überzeugt von seinem Plan. Du, also, ja. Da muss man auch von verschiedenen Seiten drauf schauen. Also dass er quasi diesen Cassandra-Blick hat und weiß, wenn er das schreibt, wird es großartig. Dafür, dass er all die Jahrzehnte oder Jahre davor ja offensichtlich nicht sehr erfolgreich war und nachts durch die Straßen wandern musste. Da geht er mir auch ein bisschen von der guten, ein bisschen auf die Nerven, vor allen Dingen auch mit dieser guten Laune, die er immer so mit Schwung. Aber das ist auch so ein Zeichen der 50er und 60er, wo die jungen Männer noch bubenhaft aufgestellt glücklich sein können. Und das verkörpert er zur reinen Form. Nein, ich finde dann den Moment, man ahnt ja ein bisschen vielleicht, wo es hinausläuft, aber als er dann wirklich, als die Schlinge um seinen Hals enger wird, habe ich schon mit ihm noch mitgelitten. Ja. Okay. Bei mir gab es so ein, zwei Momente, wenn es mit so einer unglaublichen Selbstsicherheit halt vorträgt, was dann alles passiert. Und vor allem, wo er dann noch, also das eine wäre ja ursprünglich zu beweisen, ein Unschuldiger kann verurteilt werden. Und wenn er aber dann auch anfängt, quasi aktiv noch mehr Indizien zu schaffen und dann noch aktiv schauspielert und noch extra nervös zu sein und dann noch mit Absicht was verbrennt, damit die Polizei noch verdächtiger wird. Und dann tut er mit Absicht noch Beweise verstecken, die Polizei dann natürlich findet. Da finde ich, hat es dann schon sowas. Er gibt der Justiz dann auch nicht mehr ganz eine Chance, gerecht zu sein, sondern er tut schon wirklich alles dafür, dass sie einen vermeintlichen Fehler begeht, um dann zu sagen, hahaha, ich wusste es doch, böse Justiz. Und da geht er mir so ein ganz klein wenig auf den Keks, dann der junge Mann, muss ich doch sagen. Das darfst du. Hey, auf der anderen Seite, diesen Onkel, ja klar, mein Junge, ne? Immer dieses kumpelhafte Arm um die Schultern, alter Freund. Und dann zieht der ihn so knallhart ab. Und seine gleichaltrigen Rentnergenossen tun das Gleiche. Also das ist ja eine ganze Generation verdorbener Geldgeiler. Alter Säcke. Ja, genau. Sagen wir es doch, wie es ist. Ja, ich finde der Schauspieler Franz Johann Danz heißt der. Also ich finde, der macht es wirklich gut. Ich habe natürlich schon noch beim ersten Teil gedacht, er hat so einen Enthusiasmus bei der ganzen Geschichte. Wie er darauf reagiert, nicht ganz sicher, ob man dem so vertrauen sollte. Und dass der
Edward dann sagt, ja, am besten behältst du alle Beweise und so weiter. Er hätte auch mal selber eine Abschrift verlangen können. Je nachdem hat die Polizei die gefunden bei der Festnahme. Aber trotzdem hätte er noch selber sagen können, hey, ich tue bei meinem Vertrauensmenschen da noch eine Abschrift hinterlegen oder so. Er geht da extrem gutgläubig rein. Aber mir macht es sehr Spaß, wie der Onkel Tom das tatsächlich auch spielt. Und ich finde tatsächlich auch den Moment kurz vor Schluss dann herrlich, wenn der Inspektor das falsche Spiel mit ihm spielt und sagt, er wurde begnadigt und ihm würde noch viel mehr Geld entgehen, weil das Buch so ein Erfolg wäre. Das kann er auch vorhersehen, genau. Millionen hätte er damit verdient, genau. Den 10%. Genau. Ja, es ist an manchen Stellen ist es so ein bisschen, wird Realität wirklich nur als Folie verwendet. Ne? Ich finde auch dem Onkel droht jetzt am Schluss im falschen Spiel ja auch erstmal keine Bestrafung. Aha, Sie haben Sie haben dieses falsche Spiel mitgespielt. Na gut, dann wollen wir das mal aus der Welt schaffen. Wobei es schon noch gesagt wird, er könnte sie jetzt verklagen für versuchten Mord. Ganz am Schluss, ne? Aber zwischendurch, im Zwischenschritt klingt das so wie, da kann man ein Auge zudrücken. Herrlich finde ich auch diese Gefängniszelle. Mit diesen 2 Wärtern, die sich... kann ich mich melden? Oder? Entschuldigung. Wenn du aber dann die Abende mit Mensch ärgere dich nicht verbringen willst und mit Moby Dick lesen oder was ist Edgar Allan Poe? Ne, Dickens. Er hat auch gesagt, er hat noch nie so viel gelesen wie in der Zeit. Das auch. Und nebenbei hat er noch das Buch geschrieben. Und ist besser geworden im Bridge-Spielen oder was auch immer. Mit dem Brettspiel, mit dem Geistlichen. Nein, es ist natürlich was anderes, wenn dann einem der Tod droht. Aber es wirkt sehr wie so eine wunderbare kleine Kloster-Einzelzelle, oder? Mit 1:1 Betreuung. Ja, es gibt auch nur einen zum Tode Verurteilten. Und auch dieser ganze Prozess innerhalb von 3 Monaten ist der durchgegangen. Mit dem Prozess, das finde ich übrigens tatsächlich auch spannend, weil der Edward ja auch gesagt hat, hey, ich will ein Stück weit auch die Justiz entlarven und wie das denn alles funktioniert und was einem passiert, wie in einem unschuldigen Prozess gemacht wird. Und ich finde, im Hörspiel selber ist der Prozess eigentlich eine Leerstelle. Wir haben die Anklage noch am Ende vom ersten Teil und dann geht es ja im zweiten Teil. Schuldspruch der Jury. Ja. Und es gab davor ein ganz, ganz unmotiviertes Plädoyer noch des Pflichtverteidigers oder Strafverteidigers da. Aber vom Prozess selber habe ich sehr wenig mitbekommen. Ja, spannend. Eben. Und der ursprüngliche Mord an der Prostituierten, das ist ja auch nach wie vor eine Leerstelle. Total. Ich hatte zwischendurch dann noch gedacht, hey, ist der Onkel Tom noch viel hintertriebener? Und ist vielleicht schon mal hingegangen, hat seinen Neffen beschattet, weil er da schon auf die Kohle aus war und dachte, hey, vielleicht sagt die Frau aus, dass es einen Skandal gibt, damit er das Erbe überhaupt nicht mehr bekommt. Und dann wollte die Frau nicht machen, hat er sie umgebracht, ich habe mir dann noch so Theorien zusammengesponnen. Passiert jetzt nicht. Aber genau, das bleibt tatsächlich eine Leerstelle, dieser Mord. Und das ist ihm ehrlich gesagt auch noch, Entschuldigung, jetzt höre ich mal auf, dann zu meckern über Edward, den sehr sympathischen Protagonisten. Nein, aber hat aber auch wirklich Justiz total behindert damit. Das finde ich eben auch noch krass. Also von wegen fehlender Reflexion, wo auch ein bisschen auf den Keks geht. Irgendwo draußen rennt jetzt im Jahr 1963 durch Londons Straßen der Mörder immer noch rum. Wer weiß, wie viele Frauen der noch umbringen würde. Nur damit er endlich mal ein erfolgreiches Buch schreiben kann. Hoffen wir mal, dass das alles Gegenstand der Rezensionen gewesen wäre, diese Kritik anzubringen. Genau, das stimmt. Er hat sich wirklich nicht fair verhalten in dem Prozess und somit ist eigentlich sein ganzes Buchprojekt obsolet. Ja. Obwohl jetzt verkauft das ja wahrscheinlich noch mal in 3-facher Höhe und Auflage. Wenn ihr die Onkel Toms Geschichte habt. Ja, genau. Und vielleicht wird am Ende sogar ein Hörspiel daraus gemacht. Wie könnte man das vielleicht nennen? Der Autor der war Drehbuchautor auch, war aber eigentlich Soldat im Ersten Weltkrieg, aber verletzt und hat, glaube ich, seinen ersten großen Erfolg auch mit einer Kriegsberichterstattung, romanhafter. Als Theaterstück. Theaterstück, okay. Theaterstück über den Ersten Weltkrieg. Auf der anderen Seite heißt es, glaube ich, genau. Aber was mir da nur Bridge ist wahrscheinlich von britischen Soldaten entwickelt worden. Also es ist eine Abwandlung von Whist, aber das fand ich auch noch schön, weil ich dachte, bei Bridge denke ich eher so an 4 alte Damen, die bei Kerzenlicht fast noch die Stunden totschlagen und die Karten. Aber das haben, glaube ich, das ist im soldatischen Umfeld, wurde es viel gespielt. Und der hat, lustigerweise habe ich auch einen Science-Fiction-Roman geschrieben, also wir reden hier von den 30ern, wo der Mond auf die Erde stürzt, auf Europa. War, glaube ich, nicht so ein Erfolg, aber wir haben ja gerade ein sehr schönes Hörspiel. Genau.
Wir haben ein Hörspiel, das heißt Sturz in die Sonne. Also quasi der umgekehrte Weg. Ist ein Roman von Ramu, Autor von vor gut 100 Jahren, Westschweizer Autor. Er heißt im Original Présence de la Mort, also in Gegenwart des Todes. Und da geht es eben genau darum, dass es unerträglich heiß wird, mit jedem Tag mehr. Es gibt gewisse Parallelen zur heutigen Zeit, aber nicht wegen Klimaerwärmung, so wie wir es jetzt haben, nicht menschengemacht, sondern weil einfach, es geht so los, ganz lapidar, es gibt einen Fehler im Gravitationssystem des Sonnensystems und die Erde fällt jetzt einfach auf die Sonne rein. Und da wird die Sonne jeden Tag größer und es wird jeden Tag heißer. Und er beobachtet quasi, was mit den Menschen, mit der Natur, mit der Gesellschaft geschieht. Schönes künstlerisches Hörspiel, ganz tolle Musik. Ja. Soundkulisse, Stefan Weber heißt der, Musiker und Regisseur. Genau, das legen wir euch gerne ans Herz. Kein Krimi und kein Climate Fiction, aber ein Hörspiel, das möglicherweise eine Prägung zurücklassen kann. Du verlinkst es, oder? Mache ich gerne, ja. Wolfram, du hast doch nach dem ersten Teil unser Augenmerk nochmal gelenkt auf die Komposition. Ja. Jetzt hat sie sich ja im zweiten Teil ein bisschen verändert, gell? Genau, man hört dann, glaube ich, auch mal ein Vibraphon und so, oder? Genau. Und tatsächlich... Schlagwerk und Vibraphon. Genau, Schlagwerk auch. Ich habe dann auch wieder gedacht, dann hockt halt jemand in dieser Gefängniszelle, die schon schön ausgestattet ist, sitzt dann halt noch ein Mann mit einem Vibraphon und malt ein bisschen die Gespräche mit dem Geistlichen zum Beispiel. Das ist aber schon so die klickende Uhr, die verrinnende Zeit, die abläuft. Ja. Fand ich jetzt noch, also da versucht es ja schon, haben wir sonst nicht so viel auf der Musikebene ein Motiv nochmal zu verstärken oder überhaupt so zu benennen. Ja. Memento Mori, ja. Ja. Gut, wir hören uns nächste Woche wieder zum Tag der Arbeit. Gibt es ein Krimi-Hörspiel? Wir werden moderieren und ihr werdet arbeiten zuhören. Nee, andersrum. Arbeit haben mit dem Zuhören. Nee, es wird ein Vergnügen. Aber es wird viel gearbeitet im Hörspiel, oder? Ja. Genau. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.